So, ich habe mal kurz schnell nachgeschaut, wo man diese Prismarin-Scherben hinbekommt, und das ist ein bisschen komplexer. Als allererstes muss man irgendwie einen Dorfbewohner haben, der einem so eine Karte verkauft. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Dorfbewohnersuche und hoffen, dass die uns nicht gleich verkloppen. Zwar gehen wir in unser altbekanntes NPC-Dorf. Vielleicht können die uns ja weiterhelfen. Man weiß es nicht. Man weiß es noch nicht. Noch nicht. Man weiß es noch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich hier ein bisschen rumjumpe und dieses Schwein in Ruhe lasse. Lalala. Ist hier schon wieder. Hey, wir sind an einem Ort gespawnt. Hat es nur so. Da wimmelt es nur von irgendwie Minen. Aber das ist geil. Klar haben wir so gut wie noch gar nichts erforscht auf unserem Quadratmeter. Aber das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, interessanter. Weil eins kann ich euch garantieren, es wird. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Folge 40 oder so, wenn es mich nicht täuscht. Und ich glaube, ich werde die 50. Folge, glaube ich, verpennen mal wieder, dass es die 50. ist. Aber die 50. Folge wird eine Special-Folge. Wenn ich es nicht verpenne, wenn ich es verpenne, dann tut es mir leid, dann gibt es so eine kleine Vorahnung. Kann ich jetzt schon sagen, dass es irgendwie 50.1, 50.2, 50.3 heißen wird. Irgendwie so. Aber wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach diesen Dorfbewohnern. Das NPC-Dorf war doch hier, so. Ja, hier war das. Neben den Kürbisblöcken. Kann ich mit euch handeln? Mit dir? Autsch. Ach ja, hier waren wir schon. Hallo, wo sind eure Händler? Ist das ein Kartograf? Der bietet verzauberte Bücher an. Okay. Was mir aber persönlich gerade nichts bringt. Weil ich ja eigentlich, ich suche einen anderen Händler. Das ist ein Farmer. Aber die haben ja auch schon was. Moment, mit dem Farmer kann ich doch ganz gut was aushandeln. Das weiß ich noch. Jo, Bruder.
Aha. Ich komme gleich, ich bringe die paar Kartoffeln mit, ja. Ein Mini. Wow. Der ist aber schnell gewachsen. So, dann rennen wir wieder zurück. Ich habe wieder komplett verpeilt, die Zeit zu stoppen, wann ich die Session angefangen habe und wann ich sie aufhören nur. Sollte, nicht muss, sondern sollte, damit irgendwie die Parts regelmäßig sind, aber ich denke mal, ihr seid es schon langsam von mir gewohnt, dass hier irgendwie nichts regelmäßig ist, außer dass die Folgen täglich einmal um 21:15 Uhr hochkommen. Ja, lustige Zeit, ich weiß. Ich glaube, ich werde die Upload-Zeit ändern auf 16 Uhr. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Boah, bist du langsam, ey. Autsch. Das hat mich hier angegriffen. Da hinten ist noch ein Block. Habe ich nicht gesehen. So, dunkel wird es auch schon wieder. Das ist die andere Truhe da, so. Dann bringe ich dann dem lieben Dorfbewohner nachher meine Kartoffeln. Meine Kartoschkis. Na, ich weiß, ihr habt Hunger. Das war jetzt ziemlich doof, die Türe aufzulassen. Aber es ist nicht passiert. Uff, Glück gehabt. Irgendwie ruckeln gerade ein bisschen die Chunks. Wenn es mich nicht täuscht. Schnell. Nein, da läuft alles noch stabil. Tipptopp. Einwandfrei. Aber in meinem Kopf ruckelt es ein bisschen. Da ist nicht mehr so einwandfrei. Tak, tak.
Schauen wir noch kurz diesen anderen Block. Da hat's nochmal einen Magma-Block. Mitnehmen das. Der zieht einen richtig nach unten. Huch. Ja, genau. So. Hier wieder nach oben. Es gibt, glaube ich, auch wieder einen Prisma-Block, oder? Da ist hier die Tür. Gut. So, dann hier der Axt. Ja, perfekt. So, dann haben wir eigentlich jetzt den Großteil. Also jetzt haben wir 4 Magma-Blöcke. Das heißt, ich kann so ein Viereck Jacuzzi machen. Prisma-Kristalle haben wir auch ein bisschen, aber die Prisma-Laternen haben wir noch nicht, weil wir dieses Unterwasserschloss finden müssen. Um das zu finden, braucht man eine Karte. Und diese Karte muss man finden. Oder man muss sie kaufen. Irgendwie von den Dorfbewohnern. So habe ich das richtig gelesen. Da gibt es so eine Erdkarte und eine Seekarte. Diese beiden zu bekommen, muss man irgendwie lange, lange erkunden. Und vieles muss irgendwie den richtigen... Ach nee, man muss den richtigen Dorfbewohner finden. Kartografen muss man finden. Und die gibt es nur sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, dass das Ganze noch ein bisschen sehr, 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 sehr lange gehen wird. Aber ich schaue dem Ganzen zuversichtlich, dass wir irgendwie noch so einen Typen finden. Wenn ich jetzt... Die können sich alle verstecken. Bruder! Du musst dich nicht verstecken. Ihr müsst euch nicht verstecken, nur ich hab den Gong angemacht. Jungs. Geht wieder raus. Sammelt Brot. Gib mir Kartoffeln, Äpfel. Was auch immer. Ich finde euch super. Ey, Bruder. Ist dein Haus am Wachsen? Oder kannst du mir irgendwas Intelligentes verkaufen? Oh. Habe ich leider zu wenig, aber ich habe dir jetzt einen Smaragd gegeben. Oder ist ein Kartografen-Bibliothekar? Wenn der Typ das ist, was ich denke, dann haben wir Glück, dann gib dir das. Jetzt hast du 5, ha? Ihr habt schon Wucherpreise. Jetzt habe ich 5 Smaragde. Kann ich jetzt bei diesem Typen da irgendwie mit 5 Smaragden was schon anfangen, oder? Oder nicht? Oder? Gibt es bei dir was für 5 zu kaufen? Nicht? Ja, schade. Mach die Türe zu, ha?
Sehe ich da richtig? Schwebender Berg. Da war noch ein Kartograf. Oder ist das der Bratan? Hey, Bratan! Verarsch mich nicht. Das war der andere Kartograf. Hä? Wie viele von euch gibt es denn schon? Hey Bruder. Alles klar? Okay. Er ist nicht so gesprächig. Was war in der Richtung schon wieder? Ja, haben wir uns doch mal verlaufen, oder? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns hier verlaufen. Ja, genau. Da ist ein Riesenwald, Alter. Mit Lehm. Das holen wir uns. Nein, die Minecraft-Welt ist einfach unendlich groß. Ei, das ist geil. Ich hatte es auch Kürbisse. Ich nenne das einfach hier mal Kürbisdorf. Ihr seid Kürbisdorf. Irgendwie werden das immer mehr.